Den 12. März war soweit. An der Maison du Savoir um Ballwall gouf d'Edusphär firstalt. Den Edukationsminister Claude Meisch hat das erklärt, was d'Edusphär genau ist. Edusphär als eigentlichen alte Typen, das muss gefüllt gehen. Da muss der Minister seine Verantwortung überholen, dass einen großen Auftrag auch in Programmkommissionen für sich nicht nur mit der curricularen Entwicklung, also von der Definierung vom Programm auseinanderzusetzen, aber auch zu gucken, was für die Einzelkontinuen dafür Potenzial da ist, ein digitaler Weg, das können zu erklären. Wir für allem invitieren wir aber auch als Enseignants, das was sie ausgeschafft haben, für ihre Kur besser zu machen, für Digitalmedien an ihre Kur mal dran zu holen, dass sie das auch online stellen. Und da da share mit all den anderen Enseignern und da disponibel für alle Schüler am Land. Am Anfang ist das grosse Ziel von der Edusphär derweis vom Schulhalle von den Enseignern an die Lehrer von den Schülern mit Hilfe von den digitalen Medien zu ändern, wo das Serge Linkels, der Responsable von der Edusphär, erklärt. Für den Enseignern das ganze Projekt vorzustellen und 4 Deler Minuten zu bringen, goufen et den darum Bellwall en ganz paar Konferenzen a Workshops. Et war ganz viele Personal do, a verschiedener si froh, dass digitale Medien sollen aktiv an eisen Edukationssystem angebunden gin. Ich probiere schon jahrelang, aber mehr Kontakt mit ihnen zu bleiben. Sie haben Handysnummer und so. Ich habe mir gedacht, eine Facebook-Gruppe kreieren, für aber mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Das ist auch nicht ganz gut. Die Schmerzen am Anfang gut kein Moyen, für nur der Schule aber nach dort zu sein. Und da kriegen wir aber die Möglichkeit, dass sie online Exerzice machen, dass es mehr zentralisiert ist und nicht, ich kenne eine App oder ich kenne ein Programm, die vielleicht funktionieren kann. Und dass die mehr großen Echange, weil jeder dieselbe Sprache schwätzt, ne? Dann ist es doch mir einfach für Lesungen zu finden, für weiterzukommen. Der Professor Dr. Stefan Aufenanger ist einer der Spezialisten im Gebiet von der digitalen Education. Und noch an der praktischen Anwendung von zum Beispiel Tablets am Klassenzimmer. Insgesamt zeigen sich 2 Tendenzen. Das eine ist, dass der Unterricht sich verändert, wenn Lehrer und Lehrerinnen digitale Medien einsetzen und dass die Schüler aufmerksamer und motivierter insgesamt sind. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Ergebnisse. Aber man sollte nicht erwarten, dass alle Schüler auf einmal bessere Noten haben. Was sind denn die größten Gefahren der digitalen Medien? Als Gefahren der digitalen Medien sehe ich, dass sie zum Beispiel nicht richtig verwendet werden, dass die auf der einen Seite die Potenziale nicht ausgenutzt werden, aber auch, dass möglicherweise Ablenkung im Unterricht geschieht, dass die Schüler nicht richtig damit arbeiten können, dass viel zu viel Zeit damit verwendet wird und vielleicht andere Dinge wie draußen spielen oder auch Projekte machen, Bewegung machen, andere Sachen machen, überhaupt nicht zum Zuge kommen. Das ist so, dass wir ja in einer digitalen Gesellschaft leben, die sich weiterentwickelt. An Schulen muss natürlich auch durch ihre Entwicklung machen, das wird sie zum Teil gemacht, zum Teil vielleicht aber noch nicht so, wie es muss sein, für junge Leute auf die digitale Gesellschaft zu präparieren, aber auf der anderen Seite auch digitale Medien anzusetzen am Kurs und dafür eigentlich auch die Abbruchstimmung, die man heute im Saal hatte, weil ganz viele Enseignants und ich denke auch Direktionen, Inspektoren, das dort gesehen und dort handelt sind. Die Edusphär proposiert hier eine Plattform, wo die Enseignants die Appen und Programme finden, die auch wirklich am Kurs selber etwas bringen. Lernt man denn richtig mit so einem Lernprogramm? Ob man mit dem Lernprogramm richtig lernt, hängt davon ab, wie gut das Lernprogramm ist. Es muss fachdidaktisch gut gestaltet sein und es muss natürlich in den Unterricht so eingebettet sein, damit Schüler und Schülerinnen wissen, was soll ich eigentlich damit lernen. Also in der Hinsicht ist es weniger, dass man sagt, man lernt mit einer guten Anwendung oder man lernt nicht damit, sondern wie sie gestaltet ist und wie sie im Unterricht verwendet wird, davon abhängig. Es sind weniger die Medien, die das Lernen ausmachen, als die pädagogische Einbettung. Weiter geht nach einer Table Ronde mit Minister Meisch, dem Professor Aufenanger, dem Bob Reuter von der UNILU und dem Serge Linkels von Edusphär. An den solchen Workshops kann die Begeisterung beim Lehrpersonal spüren. Hier waren Atelier präsentiert, die für Benutzer von Tablets, über Elektronik und Robotik und noch über Themen wie den Droit d'auteur informiert wird.
Also ganz begeert über die Obbruchstimmung, die haut Hai op dem ganze Forum geherrscht hun. Ganz viele Enseignants waren Hai, sowohl aus dem Fundamental, aus dem Sekundär, auch aus der Education differenciée. Die Vierwel zu kommen sind ja auch gesagt, ja, wir brauchen das, wir wollen Matt machen, das interessiert da ist, das kann Eisenkur, die wir anbieten, kann das noch verbessern, aber wir sehen das Potenzial. Und das ist eigentlich auch ein Auftrag und der Minister und Programmkommissionen für Orlofierung zu machen, an die Kontinue weiterzuentwickeln. An den Namen vom Minister Maisch e gelungenen Optakt fir d'Edusphär.